offen. Schau mal. Mir ist auch nicht zugesperrt. Ja! Was soll denn das? Was wollten Sie da? Erst einmal das Messer runter. Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ich bin eben da. Ja, was ja nicht zu übersehen ist. Wie kommen Sie da rein? Dumme Frage, durch die Tür natürlich. Die war offen, also nicht zugesperrt. Und jetzt beantworten Sie gefälligst meine Frage. Was wollen Sie da? Ich glaub's nicht. Frage, wohnen Sie da? Ja, also, nicht so direkt. Also, dann einmal Klartext. Ich wohne da, also hier. Was, Sie? Also jetzt darf ich aber schon lachen, oder? Ich meine, Sie in Ihrem Maßanzug mit dem wichtigen Aktenkoffer, Sie Stotterer? Also Sie schauen wirklich nicht aus wie so ein Waldschrat, der in so einer windigen Hütte hausen müsste. Kann ja jeder daherkommen. Jetzt passen Sie mal gut auf. Das hier ist meine Hütte, ja? Und ich möchte hier ein paar Tage in absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit zubringen. Und darum ist da herin jetzt genau eine Person zu viel. Und jetzt darf ich mal raten, wer das ist. Aber Sie werden doch jetzt nicht so herzlos sein und ihn ausschmeißen. Im finsteren Wald nass, gell? Ja. Da schau her, Kaffee ist auch schon gemacht. Ja. Na bitte, sitzen Sie einer her zu mir. Ich weiß nicht. Zumindest nicht, solange ich nicht weiß, was Sie da wollen. Also, haben Sie keine Bleibe, sind Sie heimatlos. Am Ende gar eine Streunerin. Also schau ich vielleicht so aus? Also das ist eine unverschämte Unverschämtheit, jawohl. Ja. Jetzt sitzen Sie ja da wieder hin, machen Sie keinen Zwergerl aufstand, bitteschön. Wie lange sind Sie denn schon da? Man, Sie kennen ja scheinbar recht gut aus. Sie wissen, wo der Kaffee steht. Nur so zum Beispiel. Seit gestern. Also die Sache ist so. Ich heiße Stupsi, also Stefanie Schmidt. Ich habe einen fürchterlichen Krach gehabt mit meinem Freund und dann bin ich stinksauer aus seiner Wohnung hinaus und ich wollte einfach nur weg. Naja, und dann bin ich halt einfach drauf losgegangen, wollte mir abreagieren. Und dann hat mich das Gewitter von gestern erwischt. Bei dem Wetter waren Sie da heraus unterwegs? Ja. Madel. Ja, und deswegen habe ich dann auch so schnell wie möglich geschaut, dass ich irgendwo unterkomme. Ja, und dann habe ich die Hütten da gesehen. Und dann habe ich geklopft und geschrien, keiner da. Und die Tür war auch nicht abgesperrt und dann... Ja, dann sind Sie einfach reinspaziert. Ja, wenn aber auch die Tür nicht abgesperrt war. Also da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, es soll nicht wieder vorkommen. Aber so leid es mir tut, jetzt müssen Sie leider gehen. Ja, Sie haben jetzt eine Nacht kostenlos in meiner Hütte logiert, da will ich großzügig drüber wegsehen. Sie haben einen Gurkenkaffee gemacht, aber jetzt bin ich da und Sie müssen gehen. Aber Sie können nicht da bleiben, passt da. Und wenn Sie jetzt einen Aufstand machen, dann rufe ich auf der Stelle Polizei an. Kein Netz, das habe ich auch schon probiert. Also jetzt wär's mir ganz dumm mit Ihnen, ich glaub's nicht. Gängen Sie jetzt freiwillig oder nicht? Nur noch eine einzige Nacht. Nein. Mein möchte gern Macho, der soll sich auch mal Sorgen machen, wo ich bleibe. Nein. Und morgen in der Früh. Nein! Also Sie sind ein ganz roher, gefühlloser und herzloser Mensch. Und wenn mir dann was passiert, dann sind bloß Sie schuld. Aber das müssen Sie dann ganz alleine mit Ihrem Gewissen ausmachen, wenn ich ermordet, mit durchgeschnittener Kehle, womöglich geschändet, zwischen zwei Tannen gefunden werde. Sagen Sie mir, jetzt vielleicht noch ein bisschen dramatischer. Was glauben denn Sie? Ich bin ein verheirateter Mann. Wenn meine Frau... ich und der junges Mädel in der Hütte da, darf ich gar nicht dran denken. Kommt Ihre Frau auch noch? Ja, Gott bewahre. Ja, seh's. Und ich sag's ihr gewiss nicht. Also Vorschlag. Ich schlaf heute Nacht schön brav da auf dem Sofa und Sie auf der Liege, die da draußen ist. Und morgen in der Früh, da verschwinde ich ganz schnell und unauffällig. Also nach dem Frühstück. Sie sind eine echte Heimsuchung. Ja, das hat mein Freund auch gesagt. Ja, und der hat die Beziehung ja scheinbar auch beendet, ne? Und darum sag ich auch... Ja, danke. Sie sind ein so gütiger Mensch. Möchtest du einen Kaffee? Sagen Sie mal, Sie sind ja schlimmer wie... Ja, da fällt mir gleich überhaupt nichts mehr ein. Also, gut, von mir aus. Eine Nacht und dann Abflug, ja? Ich möchte meine Ruhe haben. Ich bin ja ganz offiziell
noch auf einer Tagung, aber das braucht Sie nicht interessieren. Ist denn eigentlich überhaupt was zum Frühstücken da? Ja, also eigentlich nix. Und mit einer habe ich auch nicht gerechnet. Ja, logisch. Ja gut, dann laufen wir jetzt ins Dorf. Was, so weit? Sie sind ja hergelaufen. Gut, bringen Sie das gute Bauernbrot aus dem kleinen Ladl, bringen Sie ein Butter mit. Aha. Das Marmeladglasel leer gefressen. Also, Brot, Butter, Marmelade, Wurst können Sie auch mitbringen. So. Da haben Sie Geld, den Rest kriege ich zurück, gell? Nehmen Sie das Radl, das hinter der Hütte steht. Zu gütig. Also morgen bin ich definitiv weg. Weil zum Umeinander kommandieren lassen habe ich nämlich keinen Bock. Toll. Jetzt haben wir zu den Mais auch noch eine weibliche Untermieterin dazu. Nein. Naja, für eine Nacht. Jesus, gut, dass meine Ingrid das nicht mitkriegt. Logisch. Wieso sind denn da die Vorhänge offen? Oh. Robert? Robert! Was machst denn du da? Ja, Ingrid, ich bin gerade gekommen. Warum? Warum? Ja, wieso bist denn du nicht bei deiner Tagung? Ja, sag ich doch, da komme ich gerade her. Die waren früher fertig, ja. Und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass du nicht heimgekommen bist. Ja, oder zumindest Bescheid gesagt hast. Also glaubst du das? Ja, sag einmal, muss ich denn jetzt bei jedem Schritt, den ich mache, Rechenschaft ablegen? Ja. Ich wollte halt ganz einfach einmal 1 oder 2 Tage mal Ruhe haben und das Geschmarre von der Tagung aufarbeiten. Ne? Darum komme ich ja nicht dazu, ne? Mit Sohn, Opa und Oma, die alle Hundspfiff lang auf der Matten stehen. Jetzt weißt du das. Ja, und du, was willst du eigentlich da? Ja, richtig durchputzen wollte ich ja mal wieder da herin. Oder muss ich dich da jetzt um Erlaubnis fragen? Warum bist denn du jetzt sauer? Ich war ja morgen oder übermorgen heimgekommen. Ach, zu gütig. Aber Bescheid hättest mir wenigstens geben können, dass du heraus bist. Hab's doch probiert, kein Netz, du kennst das ja. So, Ingrid Schatzerl, jetzt bist du so brav, lass die Putzerei sein und mir noch 2 Tage mal Ruhe, ja? Ich hab wirklich was zum Tun. Ja, ich hab schon verstanden. Aber ein bisschen aufräumen darf ich schon. Also, da schaut's aus, da. Wie das Gott lassen, das ist doch. Da wollte ich mir jetzt sowieso gleich noch mal hinlegen, weil ich bin ein Hundsmeer von der Fahrerei. Ist noch was? So glaubst du's. Na gut, dann lass ich halt den gestressten Herrn seine dringend benötigte Ruhe. Aber in 2 Tagen bist du wieder daheim. Ja, sowieso. Bussi! Geschenkt. Moment einmal. Da ist mir gerade ein junges Mädel auf dem Radl entgegengekommen. War die bei dir? Bei mir? Was soll denn die bei mir? Das frage ich dich. Und das Radl hat genauso ausgeschaut wie mein altes vom Schuppen hinten. Ingrid, was du jetzt wieder siehst, wenn da ein junges, unschuldiges Mädel schnell an dir vorbeiradelt. Die wird halt einen Ausflug gemacht haben und... Einen Ausflug, so. Dann frage ich mich, von woher die gekommen ist. Jetzt frag mal bitte keinen Trichter im Bauch. Ja? Ich möchte jetzt ganz einfach ein bisschen ausruhen und was arbeiten und keine stundenlangen sinnlosen Debatten führen. Also wirklich. Tut mir leid, die haben leider kein Bauernbrot mehr gehabt. Jetzt müssen wir halt Semmeln essen. Oh. Unschuldiges Mädel, das einen Ausflug macht. Ja, wieso essen denn Sie eigentlich mit meinem Mann Semmeln? Scheibenkleister. Das habe ich ja gerade gesagt, weil das Bauernbrot aus war. Sind Sie mit ihm? Verheiratet. Ingrid, die schaut jetzt wahrscheinlich saublöd aus. Ja, kann man so sagen. Hab ich einer nicht gleich gesagt, dass sie auf der Stelle verschwinden soll? Herrschaft, jetzt hab ich einen Salat. Das hab ich doch nicht ahnen können, dass da plötzlich Ihre Frau auftaucht. Ach, Entschuldigung. Soll nicht wieder vorkommen. Ja, was machen denn Sie eigentlich mit den Semmeln? Ingrid, lass dir Du diese... hältst jetzt einmal die Klappe, gell? Und? Ja, frühstücken heute. Ach, frühstücken. Wie romantisch. Hoffentlich haben Sie die Marmelade nicht vergessen. Ingrid, bist... Also, was machen Sie eigentlich da? Ja, das darf ich Ihnen ja wirklich sehr gern erklären, aber Sie lassen mir ja nicht zu Wort kommen. Glaubst, mir wird das jetzt alles zu blöd. Handeln Sie das bitte unter sich aus. Eifersüchtige Hinner. Was? Was haben Sie jetzt gerade gesagt? Ja, ich sag's auch gern nochmal. Ach, Also- jetzt
gingen Sie mir bitte schön aus dem Weg, dass Sie da rauskommen. Lass es nicht. Gratulation, ganz toll. Ja. Dieses Mädel ist komplett harmlos. Und Nein. obendrein unschuldig, wie ich übrigens auch. Das kannst du alles meinem Anwalt erklären. Ja, freilich, sind wir wieder mal so Ja. weit. Scheidung, okay. Weißt du hast wirklich einen eingebauten Ehescheidungsmöglichkeitenradar. Weißt du bei jedem Flirnschiss mit Scheidung daherkommst. Lass doch bitte mal was anderes einfallen. Na, also diese Situation, die war jetzt wohl eindeutig. Da ist nichts und da war nichts. Ja, weißt du was? Am gescheitesten war's, du engagierst einmal eine Sondereinheit NSA-Abhörspezialisten, ja? Damit du wenigstens einmal ein paar handfeste Beweise hast für deine inhaltlosen Anschuldigungen. Weißt du was? Diese Situation ist für mich unter aller Würde. Ja. So. Aber gute Lust hätte ich jetzt. Und dass dir den Putzluppen ein paar Mal um die Ohren hauen, du Reserve Casanova. Aber auch das ist unter meiner Würde. Ingrid, Herrschaft, das war alles ganz anders. Fix noch einmal. Glaubst du, ich kann diese Stupsi durch den Wolf tragen? Wir kommen jetzt aus der Nummer wieder raus. Ha. Ich glaub's nicht. Robby, was willst denn jetzt du auch noch da? Ja, entschuldige, Papa. Und was machst bitte schön du da? Wo du doch eigentlich auf einer Tagung bist? Und war das da gerade Mama, die da so sauer wegbrettert ist? Frag mich jetzt bitte nix, wer sonst Geschichte der Unglück. Was willst denn du da? Ja, also ich hab zufällig nächste Woche ein paar ganz gemeine Klausuren. Und da wollte ich da heraus lernen. Weil Opa und Oma, die hageln sich den ganzen Tag und Mama fegt nur mit dem Putzkübel rum. Ja, da hast du nirgends deine Ruhe. Ja? Siehst du's? Und genau aus demselben Grund bin ich auch da. Die Tagung ist vorbei und da wollte ich einfach einmal 1 oder 2 Tage mal Ruhe haben. Aber mit der Familie geht ja das nicht, ne? Euch kommt man ja nicht aus. Na und? Was machen wir jetzt? Nix, du fährst wieder heim. Ja, gewiss nicht. Aber sag einmal, was war denn jetzt gerade mit der Mama los? Hast du mit ihr geredet? Nein, ich bin ja gerade noch hinterm Baum gekupft, damit sie mich ja nicht sieht. Ja, mein Spinner tut's halt wieder wie immer, wegen nix und wieder nix. Kennt man ja. Ja, ist ja schon gut. Ja, also, ich nehme an, du willst auf dem Sofa schlafen. Dann werd ich auf der Liege liegen. Ich will auf dem Sofa schlafen und ich will, dass du wieder verschwindest. Vergiss es. Geh, Papa. Schau, wir zwei, wir vertragen uns doch. Wir haben doch daheim nie richtig die Gelegenheit dazu, dass wir mal ein echtes, tiefgreifendes Männergespräch führen. Männergespräch, tiefgreifend. Mit dir. Das ist gemein. Aber bitte, ich brauche keine Konversation. Nein, ich brauche nur Ruhe. Gang ist vielleicht ein bisschen leiser, danke. Führ dich nicht auf, wenn du da herin der Hausherr warst, ja? Irgendwie sind wir schon ein bisschen blöd, hä? Was heißt du mir? Du nicht frech werden, gell? Aber, weißt du was? Ich freu mich fast ein bisschen. Vater und Sohn, hä? Allein in der Natur? Ja, das hat schon was. Weißt du was? Wir lassen es uns jetzt einmal ein paar Tage lang richtig gut gehen und lassen uns von kaum was dazwischen reden. Ne? Ja, meine Worte. Aber bei dir dauert es halt immer ein bisschen länger, bis es umreißt. Ja, mei, das Alter. Aber denk dir nichts, Papa. Bist du in die Wechseljahr? Okay. Hey. Und? Was machen wir jetzt? Arbeiten. Arbeiten. Mhm. Muss das sein. Wer ist denn Sie? Das ist die Stupsi und die
Ach, ist doch wurscht. Tut mir leid, ich hab bloß meine Taschen vergessen. Da müsste auch noch was liegen. So, bin gleich wieder weg. Ja, kannst ruhig deinen Mund wieder zumachen. Ach, sie ist es. Also wegen nix und wieder nix. Alles klar. Papa. Ja, mir auch mit dem depperten Papa, überhaupt nichts ist klar. Und Sie verschwinden jetzt augenblicklich aus meinem Gesichtsfeld. Sie haben schon nur Unheil angekriegt. Ja, was führen Sie denn jetzt so auf für das Rumpelstilzchen? Ja, was führst du denn jetzt auf, was Rumpelstilzchen? Ja, schafft, lutscht's mir doch beide am Buckel runter. Ich brauche jetzt eine frische Luft. Und wenn ich wiederkomme, dann ist sie da, weg. Keine Ursache. Bei uns gibt's in der Familie öfters einmal Zoff. Das ist nichts Neues. Aber das ist schon ein dicker Hund, dass der Papa... Dein Papa, der kann da wirklich nichts dafür. Das ist ein saublöd gelaufen. Ich war schon in der Hütte, wie dein Papa gekommen ist. Ich hab mir da sowas wie eingenistet, wenn's verstehst. Na, nicht wirklich. Naja, aber komm, das ist jetzt auch wurscht. Jetzt erzähl mir weiter. Ja, eigentlich nix. Weil er nett ist, hätte er mich noch eine Nacht da schlafen lassen. Ja, aber dann ist deine Mama gekommen. Oh, und die hat natürlich vollstes Verständnis für diese eindeutig zweideutige Situation gehabt. Vollstes. Ja, aber es hat ja auch wirklich so ausgeschaut, als wie wenn... Ja, weißt schon. Also ehrlich. Also wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und genau da setzt sich bei meiner Mama hin und wieder ein bisschen aus. Also, was will jetzt so ein junges, festes Mädel mit so einem etwas älteren Herrn wie mein Papa? Aber warum bist denn dann da jetzt in unserer Hütte gestrandet? Also Kurzfassung, gestritten habe ich. Mit meinem Freund. Aber schon wir. Der kann mir ab sofort im Mondschein begegnen. Ja, immer dieser Beziehungsstress. Ich weiß schon, warum man mir keine feste Freundin zulegt. Ja und? Was hast du jetzt vor? Ich gehe ins Dorf und fahre mit dem nächsten Zug zu meiner Oma nach München. Bei der kann ich bestimmt ein paar Tage unterkommen. Na ja, aber der nächste Zug nach München ist durch. Ach, Mist. Dann hast also du heute noch nichts Genaues vor? Na, eigentlich nicht. Ich mein, dann kannten ja wir zwei, also ich mein, du und ich. Ich hab gemeint, du willst keine Frau. Na bitte, das ist ja nicht gleich ein Heiratsantrag. Nein, wir kannten ein bisschen ratschen. Ratschen. Ja, bla, unterhalten, chillen, verstehst? Na, bitte, wenn's nicht willst. Ja, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Frau kennt es ja, was dabei rauskommt, wenn einer sagt, er mag ein bisschen ratschen. Dann hast du bis jetzt bloß lauter Schnarcher und Deppen gekannt. Ja, ist klar. Na, wir kannten ja spazieren gehen. Ja, sag ich doch. Und dabei ratschen. Weißt du was? Wir zwei, wir gehen jetzt ins Dorf. Da haben nämlich die Eltern von einem Kumpel von mir eine kleine Pension. Ja, und wenn ich mit dem red, dann kannst du dort praktisch für null und nix übernachten. Ja, das war ja super. Also, weil da bleib ich nimmer. Ja, das geht ja gar nicht. Weil jetzt bin ja ich auch noch da. Und das könnte nur zu weiteren Problemen führen. Wie meinst du das? Ja, also wenn wir jetzt einen kleinen Hochzeitsevent planen, aber altersmäßig, da hatten wir zwar schon zusammenpassen. Du und ich. Warum nicht? Ich mein, ich hätte schon noch ein paar Kapazitäten frei, wenn du verstehst. Ja, ich sehe schon, du bist ein bisschen schwach vom Begriff. Was bin ich? Du, ich hab grad einen Deppen in die Wüste geschickt. Da brauche ich nicht schon wieder so einen Hosentaschenmacho. Also, da will mir eine junge Frau helfen und da kommt sowas dabei raus. Weißt du was, du regst mir auf. Weißt was? Du mich auch. Ja, was ist jetzt? Willst du jetzt ein Zimmer oder willst du lieber unter der Brücke pennen, bis der nächste Zug geht? Hab ich irgendwas Gegenteiliges gesagt? Ja, was ist? Was stehst du jetzt da noch rum? Willst warten, bis dein Vater wiederkommt? Was ist? Da, nimm deine Taschen.
Und deinem Ex, den kann man wirklich nur beglückwünschen, dass er nur rechtzeitig die Kurven gekriegt hat. Und jetzt, Madel, das nicht aus reinem Zufall an dir backen bleibt, ist ein Glückspilz. Na, komm jetzt so, du blöde Gurken da, verstehst? Also, das ist doch immer das Gleiche. Tommy! Hey! Sind sie jetzt beide weg? Gott sei Dank. Endlich einmal eine Ruhe da herin. Und was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt heim und kläre das Ganze auf. Na, fällt mir nicht ein, ich geb nicht klar bei. Ich habe mir schließlich nichts vorzuwerfen, aber schon rein gar nichts. Die kommt schon wieder. Hoffentlich. Jesus, na, bin ich fertig. Eine Luft hat es da herin, wie in einem Stall voll kranker Affen. Oh, heilige Petronella, du! Und wo ist der andere Schlawiner? Mama, was willst denn jetzt du auch noch da? Was heißt der Arno? Also ist er da. Und wo ist er? In Gottes Namen, wer denn? Ja, wer schon? Dein Papa. Meinst du, dass ich wegen jemand anders per Anhalter da rausgefahren wäre? Was, du? Per Anhalter? Sag mal, geht's noch? Was da passieren hätte können? So ein Schmarrn. Meine Unschuld hätte mir gewiss keiner mehr geraubt. Also ist er da. Und wo versteckt er sich? Mama, jetzt einmal ganz ruhig und langsam. So, jetzt hockst du erst einmal hin und schnaufst durch. Warum bitte soll der Papa in der Hütten da sein? Weil mich dieser Mensch mit seinem ewigen Gemecker und Besserwisserei nervt. Und weil ich zu ihm gesagt habe, er soll endlich die Flatter machen. Das habe ich von Robby gehört. Und mir nicht meine letzten Lebensjahre dermaßen versauen, weil mich schon fast die Wut umbringt, wenn ich in der Früh schon sein grantiges Gesicht anschauen muss. Oh, nett. Was hat er dann gemacht? Ja, die Flatter. Aha. Na ja, seit 50 Jahren hat er noch nie das gemacht, was ich gesagt habe. Und jetzt auf einmal, wenn ich so nebenbei eine Bemerkung mache, verschwindet er einfach. Aber so war der Erich schon immer. Stur und dickschädlert. Aber so ganz nebenbei wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein, oder? Natürlich nebenbei. Mit ein bisschen Nachdruck vielleicht. Magst du einen Kaffee? Ja. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wo er ist. Und seine Herztropfen, die hat er doch auch nicht dabei. Aber so weit denkt der Mann ja nicht. Hab ja ich ein Leben lang für ihn mitdenken müssen. Tja, der wird schon sehen, wie weit er ohne mich kommt. Ich bleib jedenfalls einmal da. Und dann bin ich weg, wenn er wieder heimkommt. Ja, jetzt kommt's mir ja erst. Die Ingrid hat mir schon gesagt, dass du da heraus mit so einem jungen Madel. Ja, sag einmal, schatzt die du denn gar nicht, ha? Na, ich schäme mich gar nicht, weil da überhaupt nichts war. Aber das ist ja wieder mal logisch typisch Weiber, ne? Bla 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 bla, ohne dass man das Hirn einschaltet. Du schrei deine Mama nicht so an, gell? Ich weiß, von was ich red. Du bist nämlich der Sohn von deinem Papa. Haha. Und da könnte ich dir von früher Geschichten erzählen. Mein Gott, Geschichten. Die interessieren mich nicht, liebe Mama. Macht's das bitte unter euch aus, ja? Ich hab genug Probleme in meiner eigenen Ehe. Einen guten Rat brauche ich von dir und vom Papa wirklich nicht. Was magst denn du? Ja, ich glaube, ich habe meine Schlafmaske vergessen. Sei mir nicht böse, Mama, aber du schlafst nicht da? Nein. Du gehst wieder heim. Ich fahr dir ja gern. Du schmeißt deine eigene Mutter raus. Danke. Ich bin hergekommen, dann komme ich ja wieder heim. Und sollte dein Vater da irgendwann einmal auftauchen, dann sagst du ihm... Er soll auf dem Absatz kehrt machen und schauen, dass er heimkommt zu seinem lieben Rosal, weil die wartet schon voller Sehnsucht auf ihn. Robert, das wenn sie draus, dann... Dann, hä? Sag doch, was du willst. Der Papa wartet bestimmt schon auf die daheim. Und wenn du das Wegel nach rechts runtergehst, dann kommst du direkt zur Bushaltestelle. Jetzt bin ich bloß gespannt, ob da herin einmal 5 Minuten lang eine Ruhe ist.
ist das schön. Robert! Na, was ist denn jetzt wieder los? Der Papa! Ich krieg einen Schreikrampf. Sag einmal. Warum schnaufst denn du kein Wort nicht? Papa, ich frag dich jetzt gar nicht, warum du da bist, aber sag mir bitte, was willst du hier? Diese Frage muss ich nicht beantworten, weil das ist mein Hitten, oder? Ja, schon, aber... Nix aber. Oh, sagt er. Ja, mir die Füße weh. Ei, 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 ei. Gibt's doch alles nicht. Das ganze Jahr steht die Hütten da leer. Kein Mensch fährt jemals da raus. Aber wenn ich einmal die Idee hab, dass ich ein paar Tage meine Ruhe haben will, dann geht's dazu wie im Taubenschlag. Warum? Ist noch wer da? Scheiße, jetzt hab ich einen Knopf drin. Ja, ein junges Mädel hat sie schon eingenistet gehabt. Was? Ein junges Mädel? Ja? Ich hab da grad von hinten ein Weiberslaufer gesehen. Aber das war eindeutig eine Alte. Wo ist denn die Junge? Her damit! Ja, mir war's grad nur, ich bin ja froh, dass die einmal weiter ist. Aha. Und jetzt bitte, Papa, sag mal, was hat dich hier raus verschlagen? Deine Mutter. Seit 50 Jahren geht sie mir auf den Wecker mit dem ewigen Schimpfer und Nörgeln. Du, dabei bete ich seit über 10 Jahren Abend für Abend inbrünstig zum heiligen Georg. Warum denn zum heiligen Georg? Weil der den Drachen vertreibt. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, Papa. Na, Also, ehrlich gesagt, bist du schon oft recht boshaft zu ihrer. du, meine Bosheit kommt von Herzen, merkt ihr das? Aber dieses ewige Lamentieren, was ich sag oder nicht sag, das geht in aller Früh schon los. Warum redst du nichts mit mir? Du sagst was zu mir, sag nicht immer was zu mir. Bla, bla, bla. Was soll denn ich mit einem Weiberz reden, das ich schon seit 50 Jahren kenne? Ich hab früher schon nichts geredet. Jetzt fange ich auf meine alten Tage auch nicht mehr damit an. Jetzt hast du aber gerade ganz schön viel geredet. Also, sei mir bitte nicht best, Papa, aber genau genommen, Muffis tut Mama von früh bis spät an. Also, irgendwie hat's schon ein bisschen recht. Frale. Mein eigener Sohn fällt mir in den Rücken. Grad recht so. Ich fall überhaupt nicht in den Rücken. Aber ich konnt Mama schon verstehen. Warum? Hat die was gesagt? Na, aber mir ist das sowieso zu blöd mit euch. Ich hab selber nur Probleme. Haha, mit deiner Ingrid, gell? Das wundert mich nicht. Weißt du, weil eine Frau, die muss man sich ziehen, so wie man es haben will. Das ist dir mit deinem Rosal ja hervorragend gelungen. Du brauchst das gar nicht so bequem machen. Du kannst nicht da bleiben. Wer sagt das? Ich? Weil auch wenn das deine Hütten ist, jetzt bin ich einmal da. Ich fahr dich gern heim, die Mama wartet bestimmt schon auf dich. Sie hat gesagt, ich soll die Flatter machen. Also bin ich geflattert. Und jetzt bin ich da und jetzt bleibe ich da. Ende der Debatte. Gut, dann geh ich. Wahrscheinlich gescheiter so. Papa, die Stupsi, das ist gar nicht so eine Depper, die Wachtel. Opa! Du! Da! Ja, ich sehe schon. Du freust dich genauso wie dein Papa, deinen alten Opa zu sehen. Eine nette Familie sind wir. Da wird's einem richtig warm ums Herz. Also das glaube ich jetzt einfach nicht. Habt's wenigstens ein Bier da. Ich brauche jetzt meine Schluckimpfung. Der Opa, der Papa und ich. Sag mal, für was mache ich eigentlich einen Kaffee? Ist überhaupt was zum Frühstücken da? Robby, schlafst du noch? Ja, Wachkoma. Hast du was zum Essen mitgebracht? Wieso ich? Ah, du warst doch als Erster auf der Hütten. Ja, aber das hast ja du nicht wissen können. Ja. Oh,
Was ist mit dem Frühstück? Ich hab Hunger. Tja, also das ist ja einmal typisch. Kommen auf die Hütten und bringen nichts zum Essen mit. Typisch. Und hast du was mitgebracht? Ich mein, du wolltest ja auch da bleiben. Was? Nichts zum Essen ist da. Ja, weil ihr alle zwei auch kein Hirn nicht habt. Aber ist weiter kein Problem. Robby schwingt die Hufe ab ins Dorf, Essen holen. Für 3 Mannsbilder für mindestens 8 Tage. Robert, gib mir Geld. Jetzt stell mir mal gleich klar. So kannst du die Oma rumkommandieren, aber nicht uns. Du bist nämlich kein sozialistischer Blockwart, klar? Was bin ich? Ja, ist ja wurscht, da geh her, dann kriegst du halt von mir ein Geld. Nein, weißt du was? Nimm gleich den ganzen Rucksack mit und kauf was Gutes. Du, wart, das machen wir später miteinander. Jetzt gehst du erst einmal in den Schuppen raus und schaust, ob unsere Angeln noch da sind, ja? Frag nicht lang, geh einfach. Und ohne Frühstück. Glaubst du, es ist dann immer dieser autoritäre Kommandoton in unserer Familie? Herrschaft. Mein Lieber, da hast du einen Schitz. Frechst Bierschel herzogen, mein Lieber. Da meine ist erziehungstechnisch einiges schief gelaufen, was? Da bin ich aber auch stolz drauf. Ja. Nicht immer klein beigeben, so habe ich einen Robby großgezogen. Okay, was denn? Zu meiner Zeit hat man so einen Nackel einer hinter die Liefen gehauen. Und? Hast du das bei mir gemacht? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Bist schon recht worden. Sag ich doch. Mein Papa, schau dir mal, dieser wunderschöne Morgen da. Ja und? Da weiß ich bloß, dass ich wieder so einen stinkfaden Tag vor mir hab. Schmarrn. Das wird ein wunderschöner Tag, du wirst das sehen. Was meinst du, wie schön das erst ist, wenn auf die Nacht die Sonne hinter der Hütte wieder untergeht? Ja, was sollst du denn sonst machen auf die Nacht? Da weiß ich bloß, dass ich wieder so einen stinkfaden Tag hinter mir hab. Ja, halt einmal auf, du alter Krantler. Komm. So, jetzt trinkt da jeder noch schnell einen Kaffee. In der Dosen da sind noch Keks drin. Was? Seit gefühlten 100 Jahren. Und dann gehen wir hinter an See zum Fischen. Was? Von wegen stinkfader Tag. Der Robby findet bestimmt gleich die Angeln. Ja, aber im See sind ja gar keine Fische mehr drin. Das ist doch wurscht. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Ah ja, Und auf die Nacht, da grillen wir dann am Lagerfeuer die Fische. den wir nicht gefangen haben. Naja, von mir aus, wenn's meinst, Ja. und alles so ein Frühstück. Auf jeden Fall machen wir heute auf die Nacht ein Lagerfeuer. Ganz romantisch. Romantisch. Ja. Wir 3. Da soll ich lieber die Mama holen. Hoppala. Ja, mich nicht so der Schrecker. Ich hab meine Herztropfen nicht dabei. Es sei denn, du schaffst das Wegerl bis zum See nicht, mit deiner Gicht oder was du sonst alles weh tut. Was ich und das Wegel nicht schaffen. Erlaubst schon, dass ich lach, gell? Falls du's noch nicht bemerkt haben solltest, ich hupf noch wie ein junges Känguru. Hopp, hopp, hopp. Papa! Was magst du denn auch? Oh. Geht's? Ja, tut deine Finger weh, natürlich geht's. Ich bin doch kein Mummeltaterkreis. Ja. Ja, und, wo bleibt jetzt der mit den damischen Angeln? Bingo! Alles da. Und? Was willst du jetzt damit? Angeln natürlich. Wir drei, wir gehen zum Angeln, ihr werdet sehen, das wird das ultimative Erlebnis. Adventure pur. Adventure pur. Wir 3. Ich hab schon mehr gelacht. Eigentlich sollte ich da heraus lernen. Jetzt steht's nicht so fad rum da. Jetzt trinkt jeder nur schnell einen Kaffee. Die Keks da, die nehmen wir mit. Ja? Jawohl. Auf geht's! In der Früh beißt ein Fisch am besten. Fisch beißen. Ich hab auch schon mehr gelacht. Also, falls du nochmals so eine Wahnsinnsidee haben solltest, wie das mit der Anglerei, dann mache ich morgen die Flatter. Ja. Ist grad recht, dann haben wir wenigstens einen Schlafplatz mehr. So, jetzt schnappt sich jeder eine Angel. Ein Eimer hab ich, dann ist eigentlich alles beieinander. Herrschaft, überlegt's halt einmal. Wann haben wir drei denn einmal die Möglichkeit, dass wir in Ruhe beieinander sind?
Dass wir miteinander was erleben können und dass wir uns, ja, vielleicht nur ein bisschen besser kennenlernen. Papa, ich kenn dich. Tust du eben nicht. Wir wohnen zwar unter einem Dach, aber wann haben wir drei schon mal richtig Zeit füreinander, hä? Und die haben wir jetzt und die nutzen wir aus, verstanden? Also der einzige Vorteil, der mir jetzt einleuchtet, ist, dass die Weiberleut recht weit weg sind. Also dann Abmarsch. Ihr werdet sehen, es wird eine wunderbare Erfahrung für uns drei. Ja. Der Opa, der Papa und ich. Alles klar. Also, auf wie geht's? Hollerö, die Lieu, dram, dram. Klar. Also wir haben hier schon nur eine Rosa, du weißt doch gar nicht, ob der Erich wirklich da ist. Logisch ist er da, wo soll er denn sonst sein? Mein Gott, eine Luft hat es da herin wieder. Na, na, na. Und schau da mal dieses Nachtlager von Granada an. Meinst du, der Robby ist auch da? Mei, was wollen wir denn dann da eigentlich? Recherchieren und dann zuschlagen. Ja, oder abwarten. Das ist ja wurscht. Jetzt machen wir zuerst einmal Ordnung, gell? Will ich aber nicht. Der Robert braucht gar nicht wissen, dass ich noch mal da war. Jetzt red kein Schmarrn, hilf mir lieber. Na, die Liege, die muss raus. Ja, beweg dich schon. Mei, Rosa, jetzt lass halt einfach alles so, wie es ist. Nix da, Liege, raus. Mein Gott, nein. Wenn nur alles nach deinem Kopf geht, gell? Ja, ich hab gemeint, du hast so eine Wut auf ihm. Hab ich auch. Also, Rosa, du wärst dann immer gescheiter. Du, was soll das noch, meine alten Tag? Ja, steh nicht bloß rum und schau recht um. Räum lieber den Korb aus. Ich habe nicht umsonst Proviant mitgebracht. Oh, wer ist jetzt das? Oh, ja. Genau, oh. Was wollen denn Sie schon wieder da? Mein Gatte ist nicht da und ich werde Ihnen auch nicht anbieten, hier auf ihn zu warten. Was redst du auf einmal so geschwollen daher? Ach, dann sind Sie also das Fräulein, das mit meinem Sohn? Also ein freches Luder sind Sie aber schon. So, und jetzt gehe ich nimmer, bis ich das aufgeklärt habe. Ich will nicht zu Ihrem Mann. Ich will zum Robby. Haben Sie den jetzt auch schon um den Finger gewickelt? Wieso eigentlich Robby? Woher kennen denn Sie meinen Sohn? Ja, siehst den Krieg, der ist auch da. Hinsetzen und reden, und zwar die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wehe, Sie flunkern. Ich merke alles. Also, ich hab mich zugegeben, unberechtigt, eine Nacht in der Hütten da eingenistet. Es war nicht abgesperrt. Sind Sie vielleicht eine Streunerin? Sie, das ist strafbar, das wissen Sie schon. Sei stark und lass sie reden. Also, ich war schon da, wie Ihr Mann gekommen ist. Er wollte mich dann auch sofort rausschmeißen, aber ich hab ihn dann überredet, naja, er bettelt, dass er mich noch eine Nacht da lässt, weil ich so einen fürchterlichen Krach mit meinem Freund gehabt hab. Und jetzt will ich eigentlich zu meiner Oma. Eine schöne, interessante Märchenstunde. Ingrid, heute der Bappen. Ihr Mann hat mir dann erlaubt, dass ich noch eine einzige Nacht da auf dem Sofa schlafen kann. Naja, und weil nichts mehr zum Essen da war, hat er mich ins Dorf geschickt, um ein Frühstück zu holen. Und dann sind unglücklicherweise Sie gekommen und haben das alles in den falschen Hals gekriegt. Es tut mir leid. Aha, naja, also dann erlauben Sie mir jetzt aber schon noch mal die Frage, warum Sie noch mal daher sind und jetzt nicht bei Ihrer Oma sind. Weil ich dem Robby noch was sagen wollte. Und zwar persönlich. Aha, also das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber... Das klingt doch ganz logisch. Wollen Sie das ein Kaffee? Ja? Gern. Also Rosa, nicht gleich übertreiben. Ja, und das stimmt jetzt alles so. Ich schwör's, Erna. Ihr Mann, der hat sich total korrekt benommen. Und ich hab ihn ja auch wirklich ein bisschen überrumpelt. Anscheinend hat er wirklich Angst vor Erna. Weil er hat immer gesagt, wenn da meine Frau dahinter kommt. Ja, das wird auch gut sein. Also gut, ich glaub's Ihnen, Stupsi. Aber kein Wort zu meinem Mann, gell, dass wir zwei uns jetzt quasi ausgesprochen haben. Den lass ich jetzt nämlich nur ein bisschen schmoren mit seinem schlechten Gewissen. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal, wie Sie das machen.
Ich hätte nur wirklich gern mit dem Robby gesprochen. Wo ist er denn? Ja, wir haben ja selber nicht gewusst, dass der auch da ist. Und wahrscheinlich ist als mein Euder, also mein Mann, auch mit dabei. Ich sag ja, lauter Verrückte, die ihr gemütliches Heim nicht zu schätzen wissen. Da sagst du mal, wo ist denn die Keksdosen von Weihnachten vor 2 Jahren hingekommen? Frische Keks, gell? Wie nah sind Sie denn eigentlich mit meinem Sohn? Na, Ingrid, du redst immer so umständlich um den heißen Brei rum. Also, habt's was miteinander? Aber na, wir kennen uns ja erst seit ein paar Stunden. Naja, als ob man nicht wüsste, was in ein paar Stunden alles passieren kann. Da klangen ja oft schon 5 Minuten dazu. So Rosa, wie du wieder daherredst. Da muss man sich direkt schauen. Also, meine liebe Schwiegertochter, sag einmal, wie alt bist denn du? Also, mit mir muss man sich nicht schauen. Ich red bloß Tacheles, gell? Hab ich recht? Freilich haben Sie recht. Aber da war wirklich nichts. Nicht einmal in 5 Minuten. Wir haben uns einfach nach ein paar Anlaufschwierigkeiten gut verstanden. Das ist alles. Naja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Aber vielleicht komme ich noch mal, wenn ich darf. Ja, kein Problem. Aber da werden dann wir 2 wahrscheinlich nicht mehr da sein. Also dann machen Sie es gut. Sie auch. Und sind Sie Ihrem Mann nicht mehr böse. Der ist wirklich total unschuldig. Naja, also ganz unschuldig ist kein Mann. Die haben immer irgendwas ausgefressen. Also, wiederschauen. Ja, wiederschauen. Du sag einmal, Ingrid, warum muss denn eigentlich dein Robert schmoren, wo er doch ganz unschuldig ist, ha? Und warum behandelst du deinen Erich so, wo er doch genauso unschuldig ist, ha? Da hast du keine Ahnung davon. Seit du erst einmal so lang verheiratet mit so einem, ach, mir fällt jetzt gar nichts ein. Dann kannst du erst mitreden, ne? Ja. Ich bin mit seinem Sohn verheiratet, also kann ich mitreden. Naja, und grundsätzlich ist kein Mann unschuldig. Ja, das hast du doch mal gesagt. Ja? Also so gesehen können wir wieder abschwirren, gell? Oida Depp. Ja. Ich bin gekommen. Ich bin gestessen worden. Gestessen, ja. Jawohl. Schmarrn. Ja. Papa, was da wieder magst, glaubst du das? Aber da mit der Magd glaubst du das? Voll Depp. Du hast mich doch geschubst, das war ich gar nicht reingefallen und seh. Da schau dir das an. Ich brauch bloß eine trockene Hosen, dann geh ich sofort wieder raus. Selber Depp. Ruhe. Ich hab dich überhaupt nicht gestessen. Ich war gar nicht in der Nähe, da bist du selber schuld. Ja, ja, dann war's der Robby, einer von euch 2, hat mich gestessen. Das gibt's doch nicht. Der Robby war auf der anderen Seite vom See und da hockt er immer noch. Ja. So, jetzt leg dich hier und gib mir Ruhe. Ja. Ja. Wer hat denn da mein Kissen hin? Das war ich, was dagegen? Jawohl, hab ich. Sag einmal, verfolgst du mich? Ingrid, du bist ja auch da, Gott sei Dank. Kein Grund zur Freude. Ich bin eigentlich nur wegen der Rosa da. Wir haben Käse und ein bisschen Brot mitgebracht, weil der Bur braucht ja schließlich nicht verhungern. Der Bur. Rosa, ich war draußen. Warte, da komm ich aber mit. Ja, Yves, geh ja. Und du regst mich nicht schon wieder so saudumm an. Warum bist du überhaupt da draußen? Verschwindst einfach und sagst kein Wort. Weil du gesagt hast, ich soll gehen. Also bin ich gegangen. Und jetzt bin ich da. Und jetzt bleibe ich da. Und jetzt würde ich gerne ruhen. Zieh dir gefälligst erst einmal was Trockenes an. Tu mich nicht schon wieder rumkommentieren. Ich zieh mich um, wann ich will. Und jetzt will ich nicht. Heiß! Von mir aus hol er doch einen Tod. Stellt gleich einmal einen Kranz. Und überhaupt habe ich schon viel gesagt in meinem Leben. Und du hast es noch nie gemacht. Ja, ja, das war ein großer Fehler. Ja. Und jetzt habe ich endlich einmal deinen Befehlen gehorcht und habe die Flatter gemacht. Und jetzt passt's da wieder nicht. Sei froh, dass ich bloß in der Hitten heraus bin und nicht in der Dings, in der Domrep. Domrep. Wo soll denn das sein? Das kennst du nicht, weil da kommt man bloß mit dem Radl hin. Und jetzt lass mir mal Ruhe. Nein, lass ich nicht. Du ziehst jetzt sofort was Trockenes an. Ich will dich nicht den Rest meines Lebens als Pflegefall daheim haben. Nein. Lebst du in dem Wahn, dass ich jemals wieder heimkomme zu dir? Träum weiter. Also jetzt langt's aber. Aufstehen,
umziehen, sofort. Sag einmal, geht's noch, ha? Wird's bald? Beißzange bleibt Beißzange. Dreh dich um. Was soll ich umdrehen? Wo ich die fast 50 Jahre Tag für Tag in der Unterhosen gesehen habe. Das war einmal und ist nicht mehr. Ja, aber es ist nicht so was wie ein Schamgefühl. Jetzt hat er auf einmal ein Schamgefühl. Ingrid Gladner-Soll, ich habe nie in meinem Leben was mit einer anderen Frau gehabt. Ja. Da reden wir dann drüber, wenn du wieder daheim bist, gell? Ja, dann lass das halt bleiben. Ja, bloß nicht, dass ich auf die Knie vor dir rumrutsch. Mein Gott, schreit ihr schon wieder? Ja. Und nicht schon wieder, sondern immer noch. Und alles bloß wegen der Stupsi. Herrschaftszeiten, dabei habe ich ihr extra gesagt, dass sie auf der Stelle verschwinden soll. Aber na, lasst man sich überreden, weil man mal ein bisschen eine Menschlichkeit zeigen will. Und dann sowas. Aber Hauptsache ich hab wieder Zoff mit meiner Ingrid. Herrschaft, Weiber! Du, gell? Hallo? Weiß, wo ist. Entschuldigung. Ja, was ist mit dir und dem Opa, hä? Wir sind ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele, das ist einmal ganz was Neues. Was tust du schon wieder da? Ich stehe nur zur Dekoration ein bisschen blöd rum. So, und du kommst jetzt mit heim. Auf geht's. Da fällt mir gar nicht ein. Du Jetzt kannst du warten bis zum St. Nimmerleinstag, bis ich wieder heimkomme. Und das kann dauern, weil den gibt's nämlich gar nicht. Edge. Dass ich nicht lach, ein Herz und eine Seele, ja. Papa, Mama, was ihr zwei veranstaltet, ist einfach nur noch lächerlich. Das ist nicht lächerlich, das ist strategische Kriegsführung. Aber weißt du was, mein Sohn? Wir zwei, wir gingen wieder hinaus an unseren stillen, friedlichen See, ohne dieses Gequake da, Quak. Ich muss ja sowieso noch den Fisch holen, den ich gefangen hab. Du, einen Fisch gefangen. Den hast du nicht gefangen, der ist dazugesprungen. Hupft. Außerdem warst du gedopt. Was war ich? Gedopt, ich hab gesehen, wie du heimlich einen Müsli-Riegel reingeschoben hast. Jetzt geh weiter, auf geht's. Und das ist nur was. Jetzt sage ich den Hubertoni Bescheid, dass er mal meinen tropferten Wasserhahn richten soll. Der sitzt immer gern bei mir und unterhält sich gern mit mir und muffelt mich nicht an den ganzen Tag, so wie du, Piffi. So ein sturer Mensch. Meine Rosa, das ist jetzt alles ein bisschen verfahren, gell? Ja, aber wenigstens du hättest dich mit Robert versöhnen können, wo er doch ganz unschuldig ist. Oh, das sagst du jetzt? Ja, und ist denn der Erich nicht genauso unschuldig? Ja, irgendwie schon. Ja. Aber da hat sie die ganzen Jahre so viel angesammelt, weil er mir nie zuhört und weil er mich nur noch behandelt wie so ein altes Möbelstück, das man gar nicht mehr sieht. Warum hast du nie geredet mit ihm? Ach, was meinst du, wie oft ich das in den ganzen Jahr probiert hab? Aber da horcht er ja wieder nicht zu und es interessiert ihn gar nicht. Ach, was soll ich denn nur machen? Hm? Gar nichts machst. Wirst sehen, das renkt sie alles von der Lor wieder ein. Ja, und der Erich, der wird schon noch merken, was er an dir hat. Wenn er es nicht schon längst weiß. Wenn ich nur einmal was davon merken darf oder wenn er mir sagen darf, dass er mich braucht. Das wird schon wieder. Hm? Bei dir und bei mir. So, und jetzt fahren wir heim und lassen uns da herin nicht mehr blicken. Ja, das wird aber schwer. Naja, und bild da ja nicht ein, dass ich nachgib. So, dann machen wir's. Ach ja. Wenn ich dich jetzt nicht zufällig gesehen hätte, warst du dann einfach wieder verschwunden. Ja, mei. Eigentlich wollte ich nur schauen, wo der Papa mit dem Opa bleibt. Der ist nämlich ins Wasser gefallen. Das hättest du sehen sollen. Aber warum bist denn du jetzt noch mal gekommen? Robby, ich muss dir was sagen. Wo stehen denn da so viele Tassen rum? Deine Mama und deine Oma waren da. Wir haben miteinander Kaffee getrunken. Ja, jetzt haut's mir aber am Vogel hinaus. Hast du und die Mama
Also, ihr habt miteinander Kaffee getrunken. Warum nicht? Aber das versteht's ihr Männer wahrscheinlich nicht. Aber was ich dir sagen wollte, Dass du so eine unbandige Sehnsucht nach mir gehabt hast. Dass du sogar deine Oma hast sausen lassen, sofort zu mir geeilt bist, um mir mitzuteilen, dass du den Rest deines Lebens mit mir, deinem Traumprinzen, verbringen willst. Stimmt's? geh du Spinner, jetzt sei mal ernst und hör mal zu. Ich bin ernst und höre dir zu. Magst du noch einen Kaffee? Da war noch was drin. Nein, mag ich nicht. Also, die Sache ist so. Du weißt doch, dass ich mit meinem Freund gestritten gehabt hab. Mit dem Depp, zum Glück. Also, wir haben gerade vorhin miteinander telefoniert und er hat sich tausendfach entschuldigt und jetzt haben wir uns wieder versöhnt. Endgültig. Du und der Depp. Das ist kein Depp. Oder zumindest nicht so ein großer, wie ich gemeint hab. Aha. Und weil wir uns doch gleich so gut verstanden haben, So, haben wir das? Das muss mir entgangen sein. wollte ich dir das bloß sagen. Ja, dann sag's. Ja, ich hab's ja gesagt. Hast du es gehört? Wenn du es gesagt hast, Ja, ich hab's gesagt. dann hab ich's gehört. Ach, geh, Robby, jetzt sei mir doch nicht beleidigt. Es tut mir wirklich leid. So. Mir eigentlich nicht. Ich werde nicht gleich an gebrochenen Herzen sterben, wenn du das vielleicht eingebaut hast. Nein, das hab ich wirklich nicht. Ihr wollt es nur mit Anstand klären. Ja, was denn klären? Von meiner Seite war da gar nichts. Was? Du bist auch bloß so ein eingebildeter Depp wie alle anderen auch. Ha! Dann ist dein Freund also auch ein Depp. Wie beruhigend zu wissen. Geh, rutsch mir doch einen Buckel runter. Also den Weg daher, den hätte ich mir wirklich sparen können, ich blöde Kur. Ich werde dir nicht widersprechen. War's das jetzt? Ja, das war's. Blöde Nutten. Renn doch zu! Fix. Alle sind's doch gleich. Tja, da meint man einmal. Einmal ist eine anders wie die anderen Bläden gegessen, da weiß die noch viel blöder wie die anderen. Aber ich bin wirklich der größte Depp von allen Deppen, die rumlaufen. Soll mich heute ja keiner mehr blöd anreden. Steig mir doch am Hut mit deiner blöden Hockerei. Schau mal, du bist Gaststress. So, jetzt leg dich hier und gib mir Ruhe. Glaubst du, dass nichts mehr gefret hat man mit dir? Hey, da wird für nichts mehr geschlafen. Lasst mir einfach alle mal Ruhe. Das ist so der eine Laune. Wie hab ich Wahnsinniger nur glauben können, dass das mit uns drei gut geht? Ja, meine Worte. Adventure pur. Dass ich nicht lach. Und am Opa fällt nichts Besseres ein, als dass er bei unserem ersten Männerausflug gleich ins Wasser plumpst. Ja, und jetzt auch noch krank wird. Tolles Abenteuer. Ich kann's jetzt auch nicht ändern, Robby. Ja, sag einmal. Oh. Also du bist doch ein einziges Bazillen-Mutterschiff. Und jetzt sag ich's nochmal. Ich will meine Ruhe. Warum führst du jetzt eigentlich so auf da? Ja? Sprich mich nicht mehr an. Mich auch nicht. Ja, sauber. Da ist ja kalt. Großartig. Wie war jetzt das noch einmal? Ich bin voller guter Dinge in diese Hütten da rausgefahren und wollte ein paar schöne Tage verbringen. Und auf einmal ist er hingegangen. Und ich Hirsch, ich habe noch versucht, das Beste draus zu machen. Aber bitte, das habe ich alles nicht notwendig. Nein. Ich gehe jetzt heim zu meiner lieben Frau und dann bin ich raus aus der Nummer. Also, servus ihr zwei, ich bin dann mal weg. Warte mal, Papa, du kannst doch nicht einfach gehen. Kann ich nicht. Nein, jetzt bleib halt bitte da. Und warum soll ich das machen? He? Ihr zwei, ihr erstickt doch jeden Versuch im Keim, dass wir ein paar harmonische Männertage miteinander verleben. Entschuldige, Papa. Aber die Stupsi, die hat mich gerade vorhin abgesägt. Was? War da was zwischen euch zwei? Papa, nach 2 Stunden. Nein, da war noch nix. Aber wir waren auf dem besten Weg dazu, dass es noch was hätte werden können. Aber sie hat sich wieder versöhnt mit ihrem Freund, dem Depp. Hey, sowas passiert halt einmal und ihr habt euch ja noch gar nicht richtig kennt. Und vielleicht ist ja das in Wirklichkeit gar nicht so ein Depp. Das ist ein Depp, das weiß ich. Aber eigentlich kann mir das sowas von wurscht sein. Weil wenn eine nicht merkt, was sie an mir hat, also haben könnte, tja, Siehst du das? Macht er doch wegen einem Madel keinen Kopf. LS. Hä? Ja, lass sausen.
Sowieso. Aber du bleibst jetzt schon da, gell? Na, erst schau ich, dass ich deinen Opa wieder auf die Füße bringe und dann fahren wir alle miteinander heim. Weil mir hat's nämlich schon gefallen. Wir drei irgendwie. Ja, mir schon auch. Das hätte schon was werden können, aber wahrscheinlich sind wir einfach aus der Übung. Der Opa, du, ich. Nie haben wir Zeit für uns. Eigentlich schon. Ja, und jetzt hätten wir Zeit und können nichts damit anfangen. Schade. Da bin aber ich nicht schuld dran, gell? Ich möchte jetzt einen heißen Kakao. Wir haben keinen Kakao, wir haben ja nicht einmal eine Milch. Deine Mutter macht mir jeden Abend einen heißen Kakao. So richtig schön dick kakaoig, verstehst du? Warum bist denn dann nicht bei der Oma blim, ha? Sag einmal dem Birschel, er soll nicht mit diesem Ton mit mir reden. Red nicht in diesem Ton mit deinem Opa. Na, ich halt's nicht aus. Das ist einmal eine Ruderherrin, habt ihr jetzt wohl das verstanden? Ja, ist ja schon gut. Dito. Ich möchte aber trotzdem einen heißen Kakao. Vielleicht ist er da im Kastel einer drin. Oder in der Speis draußen. Der Ruhe, hab's schon kapiert, ja. Gabi, jetzt such mal was Warmes zum Essen, schau du mal im Kammerl. Das ist gut, weil ich bin schon am Verhungern. Und dann unterhalten wir uns über die Frauen im Allgemeinen und im Besonderen. Als ob's da schon was groß zum Reden gab. Eine Dose Bohnen? Bohnen? Lieber nicht. Nein, du hast schon recht, was gibt's da schon groß zum Reden? Schade um Zeit. Ui, schaut's her, Ravioli. Oh. Hoffentlich findet ihr jetzt einen Büchsenöffner. Ja, sonst soll mir die Oma, die beißt's auf. Also Opa, mir geht's ja anscheinend schon wieder ganz gut, ha? Nein, geht's mir nicht. Ich möchte jetzt, dass ganz still und friedlich mit mir dahin geht. Ja, das machst, Opa. Wir stören dich auch nicht dabei, gell? Und jetzt betrügt's mich auch noch mit dem Hubertoni. Ja, logisch. Das ist ja auch ein ganz toller Hecht. Er geht ja nicht schon am Stock. Da kann die Mama unmöglich widerstehen. Und außerdem ist der Hubertoni wahrscheinlich der reinste Adonis gegen die. Den mach ich kalt. Was? Gerade wolltest du noch sterben? Das tust, Opa. Aber schau mal her. Eine Flasche Schnaps. Das könnte doch noch ein ganz gemütlicher Männerabend werden. Schnaps, da bin ich dabei. Nein, die ja. Geht's her, Bub? Probieren wir's noch mal. Auf einen letzten Versuch. Auf einen letzten Versuch. Der Opa, der Papa und ich. Prost! Ja. Ist weg. Da! Hilfe! Auslass! Weg da! Liebe, was ist denn los? Hab ich noch erlebt? Papa, ist was? Fix, da siehst du ja nichts. Papa, da ist nichts, das hast du geträumt. Doch, jetzt schon wieder. Ganz leise. So. Ach, das meinst. Jetzt hier ist auch. Opa, Ja. das ist der Prumpfschrei der Waldameise. Eindeutig. Und jetzt schlaf weiter. Waldameise. Ja, aber die schreien doch nicht dabei, oder? Auch unter Ameisen gibt es Hengste. So, und jetzt schlaf weiter. Halt, lass das Licht brennen. Sonst fürcht du mich. Papa, jetzt darf doch nicht wahr sein, leg dich hin, da ist nichts. Ich hab aber was gehört. Ich auch deinen Urschrei. Mensch, der Schlag kann da einen Treffer. Und dann auch nur deine Schnaucherei. Ui, da ist schon wieder was. Da liegt was. Ein Viech.
Was soll denn da ein Viech sein? Also jetzt regst du mich schon langsam auf, Papa. Da, der kreislige schwarze Batzen da. Das meinst? Aber das ist doch nichts. Nein, das ist eine Krötenwanderung. Ja. Weil jedes Jahr um diese Zeit marschieren sie durch die Hütte. Raus damit, voll Teufel, weg. Ja, weil da immer die Tür da offen steht, aber die ist hier, die hupft nicht mehr weg. Ja, die kann er nicht mehr weghupfen, weil's dein nasser Socken ist. Was? Also Opa, dir kann man wirklich jeden Schmarrn erzählen. Tatsächlich. So, Papa, und wenn du jetzt nicht mindestens eine Stunde lang Ruhe gibst, dann kannst du mich kennenlernen. Aber Robert, Ruhe. ich müsste aber noch was sagen. Ruhe! Und wenn's nicht gleich stark bist, wärst ausquartiert. Geht einer von euch mit mir hinaus? Ich müsste aufs Häusl und ich fürchte mich. Gehst allein. Oder zwickt zusammen. Gut, dann lege ich mich wieder nieder. Aber für etwaige Folgen bin ich nicht verantwortlich. Ei, ei, ei. Was jetzt? Oh, hab ich gut geschlafen? Ja, das gefreut uns aber, gell, Papa? Papa, ich gehe jetzt hinaus und wasche mich. Und wenn ich wieder reinkomme, dann bist du so weit fertig, dass ich dich heimfahren kann. Weil nur mal so ein Affentheater wie heute Nacht braucht man nicht. Ja, genau. Ich möchte heim zu meiner Rosa. Ich bin nicht so ein Schmarrn. So was hab ich nie gesagt, das hat's geträumt. Dass du Angst gehabt hast vor deinem eigenen Socker, dass du nicht allein aufs Häusl gehen hast trauen, das haben wir auch geträumt. Heisel, das ist das Stichwort. Jetzt pressiert's aber. Oh, geh weg. Oh. Also das meine gibt mir einen Stress. Und genau davon habe ich die Nase gestrichen, voll von dem Stress. Herrschaft, das hält's doch im Kopf nicht aus. Ich wollte doch nur mal Ruhe haben. Lobby, mach einen Kaffee. Lobby, mach einen Kaffee. Ja, mei, wenn ich doch gerade einmal meine Ruhe hätte vor alle zwei. Ich wollte da heraus lernen. Ah, Robby, magst du einen Kaffee? Du, machen fall nicht zu schwach. Hau ruhig 2 oder 3 Löffel rein, gell? Opa, waschen. Hab ich schon. Grad draußen. Gut, dann anziehen. Weil so hockst du nicht an den Tisch. Das hab ich auch gar nicht vorgehabt. Weil ich hab was anderes überlegt. Ich glaub, mir geht's gar nicht so gut. Ich muss mich gestern bei meinem Seesturz ein bisschen erkältet haben. Der Asche! Asche! Ah, da siehst du es. Ich hab Fieber, glaube ich. Ich glühe. Leg die hin, hau dir gleich ein Spiegelei aufs Hirn. Spielst du jetzt? Wieso denn nicht? Ich mein, wenn du glühst, dann muss man die Hitze gleich ausnutzen. Sowas von ausgeschaut mit dem alten, kranken, hilflosen Opa. Papa, raus aus die Federn, nach dem Frühstück fahren wir. Das geht nicht. Ihn hat's nämlich grad wieder da niedergestreckt. Komm, wir frühstücken jetzt alleine. Was? Ah, das traut euch aber nicht. Ich möchte jetzt einen Käse und eine Butter und frische Semmeln, nicht das alte kreiselige Brot. Oh, schau mal, wer da kommt, Opa. Oma! Oh, ich bin nicht da. Ich bin überhaupt nicht da. Alles klar, wie riecht's ja aus? Grüß dich, Oma. Na, so eine Überraschung. Du, Oma, das ist jetzt ganz blöd. Ich soll dir vom Opa ausrichten, er ist nicht da. Ja, hab ich schon gehört. Der ist gewiss mit dem Radl auf der Dom Rep, oder wie das heißt, gell? Aber das macht nichts. Auf den alten Krauderer bin ich eh nicht scharf. Da, was ich mitgebracht hab, frische Semmeln. Und einen guten Speck, ha? Riech mal. Und da kriegt jeder von euch ein Mordstrumstickel, weil der alte Grandler ist ja nicht da, gell?
So, und wie geht's euch denn so? Ja, gut geht's uns. Na, bis auf die Nacht. Die war ein bisschen unruhig. Geht's zu, wieso das? Mei, der Opa hat halt ein bisschen gesponnen. Aha, naja, das ist ja nichts Neues. Ich sag euch, ich bin heilfroh, dass der bei euch ist. Und ich daheim mal Ruhe hab. Ach, das ist einfach himmlisch. Ja, also eigentlich wollten ja wir, also der Papa, an Opa heute heimfahren. Das kennt's ja immer noch. Wenn er von der Dom Rep wieder da ist. Domre. Bringt doch kein so ein Schmarrn daher. Den Schmarrn hast du selber verzeiht. Aha, Unterhosen? Naja, den Anblick bin ich ja schon gewohnt. Ich hab dir da was zum Anziehen mitgebracht. Brauch ich nicht. Und das da war mein Simme. Ja, freilich. Da ist ja dein Name drauf gestanden, gell? Hab ich gar nicht gesehen. Da, anziehen, Warum? weil ich das sag. Ach so, ja dann. Hey, Oma. Nix gegen Oma. Es reicht. Ja, uns ehrlich gesagt auch. Ja, das war mir schon klar. Der geht halt mit. Und wenn sein muss, mit Gewalt. Weißt du, Oma, eigentlich war es bis jetzt ganz okay. Ja? Der Opa, der Papa, ich. Aber jetzt, Jetzt reicht's. Das sag ich doch, ne? Ja. Ich würde sagen, wir lassen das junge Glück jetzt einmal ein bisschen allein. Hm? mein Gedanke. Ich mein, draußen scheint ja eh bestimmt die Sonne. Aber hat sie gewinnt. Erich, du bleibst da. Ich bleib da. Was ist? Willst du mir was sagen? Nein, nicht wirklich. Ja, dann glotz mich nicht so an. Ich glotz immer so, ich meine, ich schau immer so. Rosal. Ist da vielleicht noch wer? Nein, meinst du die Rosal? Rosal. Nimmst mich wieder mit heim? Ich? Ja, warum? Aha, sind wir schon so weit, gell? Wart schon der Hubertoni vor der Haustür? Du redst so einen Kaster her, dass gleich weh tut. Verstand ich denn mit dem Hubertoni? Ich hab doch die. Wie meinst du denn das? Mein Gott, jetzt ist der Depp schon so alt und kapiert immer noch nichts. Ja, wer soll denn euch Weiberleute auch verstehen? Andauernd soll man irgendwas machen und tun und dann passt's euch wieder nicht. Und nenn mich bitte nicht Depp, weil das tut mir weh. Sehr fix. Fluch nicht. Und genau das ist es, weil du nichts machst. Rein gar nichts. Einmal sollen wir bei dir was machen. Und reden und weiß der Geier was noch ist. Ich bin doch da. Und das muss lange, passt da. Naja, so alt kann ich gar nicht werden, dass mir das gelangt, was ich von dir krieg. Ich möchte halt, dass du noch merkst, dass ich da bin. Ja, das merke ich schon. Mosest ja den ganzen Tag. Ich möchte, dass du mir mal in den Arm nimmst, wenn's mir schlecht geht. Okay, dir geht's ja nicht schlecht bei mir. Schau, wir haben doch alles, oder? Ja, wir haben alles. Aber einander haben wir uns schon lang nicht mehr. Das kapiere ich jetzt nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Ja, also, ich darf dich schon manchmal gerne in den Arm nehmen, Ja, und warum tust du das dann nicht? weil ich mir nicht trau. Du schaust immer so bes. Ja, weil's mir nicht in den Arm nimmst, Hirsch. Danke. Bitte. Verstehst, was ich meine, ha? Auch wenn wir schon so alt sind. Aber ein bisschen gehört halt das auch noch dazu. Ja. Wenn's weiter nichts ist.
Ach, wie schön, wunderschön. Bin ich dann aufgestiegen? Ja. Aber das macht nichts, gell? Da, da, di, da, da. Mei, ist das schön. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich das noch kann. Aber gell, das weißt schon, dass du in meinem Leben die größte Strafe warst. Bist. Aber auch dein größtes Glück, gell? Sollte ich gerade sagen. Aber du lässt mich ja nicht ausreden. Immer hast du die Pappen offen. Oh mein Rosa. Oi, ich muss mal schon sagen, bist alleweil noch recht handlich. Du hast nicht deine Finger da weg, ha? Fällt dir das nicht? Ja, aber... Also kein Ton. So. Aber was jetzt klang schon wieder, gell? Man soll ja nichts übertreiben, ha? Aber Fortsetzung folgt, daheim. Haha, nur keine leeren Versprechungen. Nicht, dass du dich am Ende noch übernimmst. Und ich übernehme. Ja? Du, ich hupf wie ein Känguru. Ho, ho, ho. Sei froh, wenn's noch kriechen kannst wie eine Weinbergschnecke, gell? Ja. Komm, jetzt packen wir's, gell? Darf man auch mal wieder rein? Wir wollen ja nicht stören. Habt ihr vielleicht gehorcht? Logisch. Und alles gesehen. Alle Achtung, Opa. Nun mei, wer kann, der kann. Ja, jetzt kriegt ihr noch wieder. Und Opa, traust du jetzt wieder allein aufs Häusl oder muss jetzt die Oma immer mitgehen? Jaspel, nixiger. Aber da reden wir noch drüber, gell? Und über die Krötenwanderung, da reden wir auch noch. Bring deinem Sohn einmal Manieren bei. Komm, weil wir jetzt gehen. Weil ich brauch die doch. Du brauchst mich? Wirklich? Ja, Fraule, ich komm doch mit der depperten Waschmaschine allein nicht zurecht. Jetzt gehen wir. Aber immer wieder Das ist jetzt aber schnell gegangen. Ja. Meinst du das heute auch? Naja, ist ja auch nicht unser Problem. Nein. Oh, apropos Problem. Was ist denn jetzt eigentlich mit dir und der Mama? Du sagtest, die war voll gescheit sauer, gell? Ja, mei. Also mehr fällt dir da jetzt nicht dazu ein. Ich sag's ja. Immer das Geschieß mit die Alten. Das ist doch nicht dein Problem, Robby. Ja, schon klar. Wenn man keine Probleme hat, dann leiht man sich welche. Aber denk dir nichts, Papa. Das renkt sich schon wieder ein. Da renkt sie gar nichts ein, das hat sie ausgerenkt, meine ich. Ah, so ein Schmarrn. Weißt du was? Wie war denn das, wenn ich vermitteln darf? Ja, ich mein, ich weiß doch die näheren Umstände. Und mir glaubt doch die Mama eher wie dir. Robby, das ist unsere Sache, und wenn es mir's nicht glauben will, dann soll es bleiben lassen. Andererseits, Sag ich doch. Weißt du was, Papa? Wenn ich das hinkrieg, dass du und die Mama heute wieder innig vereint von dannen ziehen, so wie der Opa mit der Oma, sponsorst mir dann das Rennradl? das ist jetzt Erpressung. Nein, das ist Männersolidarität. Warum bin ich Hirsch nicht einfach heimgefahren? Weil es da schön ist und weil da die Hirschen daheim sind. Oh, wenn das kein Timing ist, die Mama kommt. Ja, du, dann bin ich einmal weg. Papa, da bleiben. Das ist Feigheit vor dem Weibe. Was genau möchtest du damit sagen? Mama, das ist so schön, dass du da bist. Möchtest du einen Papa holen? Warum soll ich das? Da siehst du's. Warum sollte sie das? Ja, also wenn du dich hier wohlfühlst, bitte. Du wirst schon für die richtige Unterhaltung sorgen, dass dir nicht langweilig wird. Sie fangen schon wieder an. Ja, ich hab noch gar nicht aufgehört, mein lieber Robert. So, und jetzt weiß man recht, wenn du jetzt zweimal für ein paar Stunden verschwinden kannst, dass ich da herin aufräumen kann. Ja, ich bin ja das letzte Mal nicht dazugekommen. So, Mama, du horchst mir jetzt zu und sitzt die da her. Was? Mama, hinsetzen. Papa, Klappe. Mama, der Papa, der ist unschuldig. Ja, unschuldiger geht's gar nicht. Ach ja? Ja. So, Männer halten doch immer zusammen. Blödsinn. Außerdem hat das jetzt mit der Wahrheitsfindung überhaupt nichts zu tun. Also, diese Stupsi, die hat sie an den Papa regelrecht hingeschmissen. Hä? Ehrlich, Mama, diese Stupsi, das ist ein richtiges Flitscherl. Ja,
Die hat den Papa nach allen Regeln der Kunst schamlos umgarnt. Aber er... Was redst denn du für einen Bockmister her? So umgarnt. Interessant. Ja, also ich will ja nur damit klären, wie standhaft sich der Papa gegen jegliche Versuchung gewehrt hat. Ich hab mich überhaupt nicht gewehrt. Also, ich wollte sagen, da hat's nichts zum sich wehren gegeben. Würde ich jetzt so nicht sagen. Weil, wenn wie bereits bemerkt, sie ein Flietscherl ist, jeder andere Mann wäre dieser fleischlichen Verlockung so bereitwillig dargeboten, vielleicht erlegen. Ja, aber nicht so unser Papa. Du Tolti, du Depperter, du redst mir ja immer noch mehr rein. Na, red nur weiter. Ja, okay. Das wird ja immer interessanter. Ja. Nix da aus, jetzt Schluss. Was? Schau doch selber, bis du aus der Nummer wieder rauskommst. So. Du hast also dieser fleischlichen Verlockung tapfer widerstanden. Da muss ich dir ja direkt nur dankbar sein. Ingrid, glaub mir's, der Robby hat einen solchen Kass verzapft, da stimmt rein gar nichts. Mit dem ist die Fantasie durchgegangen, ich schwör das. Von wem er die wohl hat? Ja, da ist jetzt guter Rat teuer, gell? Wem soll ich jetzt glauben? Weißt du was? Glaub doch, wem's du willst. Mir kommt das alles vor wie ein Schmierentheater. Brauch jetzt ein Bier. Warum schaust du jetzt wieder so? Männer, wir zwei befinden uns in einer Krise und dir fällt nichts anderes ein wie Bier. Jawohl! Und jetzt sag ich dir was. Genau das ist es, was mich seit Jahren auf die Palme bringt. Wirst du jetzt wieder schaust. Wieso? Wie schaue ich denn? Ja, dieser vorwurfsvoll überlegene Blick, jetzt mal, wenn man hier ein Bier holt. Jetzt flaschelt es mit. Aber ich sag doch nie was. Ja, aber denke du, ist das sicher haargenau. Also- Ja, brauchst jetzt gar nichts sagen. Ich brauche keine Frau, die mir ständig sagt, wo es lang geht. Ist das soweit klar? Und jetzt darfst du glauben, wem und was du willst. Ich brauche mich nicht rechtfertigen. So, Bist jetzt fertig? im Moment schon. Gut, dann kann ich jetzt das Kammerl sauber machen. Oh, Frauen, wir haben eine Krise. Und dir fällt nichts anderes ein wie das depperte Kammerl. Jawohl. Ich glaub's nicht. Jetzt hat tatsächlich wieder sie Oberwasser. Wie bringt die Frau das bloß immer wieder fertig? Robby! Ja, ich bin doch nicht schwerhörig. Aber deppert! Sag einmal, was hast du denn da für einen Schwachsinn ausdenkt? Ich hätte der fleischlichen Verlockung widerstanden. Geht's noch? Jetzt sag bloß nicht, dass dir die Stupsi nicht gefallen hätte. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, ob mir die gefallen hat oder nicht. Und wo bitte hat mich die umgarnt? Mein Gott, das war doch bloß Strategie, kapier's halt. Hätte ich der Mama gesagt, dass dir die Stupsi so wurscht war, wie wenn in China ein Radl umfällt, dann hätte ich doch diese Situation nie entschärfen können. Entschärfen? Ja. Das ist dir ja großartig gelungen mit deiner Strategie. Da gehen wir bloß aus die Augen. Ja, bitte, sehr, sehr gerne. Übrigens, du hast mich gerufen. Ja, was Ingrid, was ist denn los? Ingrid, sag, warum liegst du am Boden? Oh, weil es so bequem ist. Mein Gott, da frag doch nicht so dumm. Der Hocker ist umkippt. Oh. Mami, bist du runtergefallen? Na, steig immer so runter. Tut's weh? Na, mein Gott, wie bloß ein einzelner Mann so saudumm fragen kann. Oh, ich glaube, ich hab einen Knöchel verstaucht. Naja, weil's da immer putzen musst, das ist so ein Wahn von dir. Sag du jetzt ja nichts mehr, gell? Mama, wegen vorhin, lass dir erklären. Und du auch nicht. Mein Gott, na, ihr zwei Helden, ha? Ihr kommt euch wohl recht gescheit vor. Schon? Ja. Ihr glaubt wohl, die Mama frisst alles. Der kann man ja jeden Bären aufbinden. Ich sag jetzt gar nichts mehr, ist eh alles das Verkehrte. Ja, wenn's das nur eisigst. Robby, mach mal einen kalten Umschlag. Da nimmst du das Handtuch und gehst am Brunnen hinaus. Und ich, was kann ich da? Kann ich da irgendwie helfen, Schatz? Na, du wirst schon wieder schaust. Wieso, wie schau ich denn? Na, so wie jetzt. Und da werde ich halt immer wieder schwach. Und das ganze Theater, das hättest du sparen können. Ich weiß nämlich, dass du fast unschuldig bist. Von wem?
von der Stupsi. Übrigens ein ganz liebes Mädel. Ja, der habe ich mehr geglaubt wie dir und deinem Sohn. Dann ist jetzt alles wieder okay. Ja. Und ich hier hab deswegen schlaflose, einsame Nächte gehabt. Oh Gott, gerade einmal 2 Nächte. Das tut mir leid. Oder na, eigentlich nicht. Und wegen dem Hirschen widerspreche ich nicht. So, und jetzt hilf mir auf. Ein bisschen tut's nur weh, aber es geht schon wieder. Jesus, ich bin so froh. Und nie wieder fahr ich allein in die Hütten da raus. Aber natürlich fährst du allein daher. Aber sag halt dann was. Ihr 3 Mannsbrüder, da kann ja nichts Gescheites dabei rauskommen. Fahren wir heim? Miteinander? Da fragst du noch. Sauber? Und was soll ich jetzt mit dem nassen Fetzen? Ja, leg dann aufs Hirn, vielleicht helft's noch was. Ja, und was jetzt? Ja, mei, komm halt einfach mit heim. Na, muss das sein. Na, mach's gut, man sieht sich bei Gelegenheit. Ja, also, ihr könnt's mir doch jetzt nicht einfach allein im Wald lassen. Doch, das können wir. Du findest schon wieder heimgehen. Ja, jetzt schau ab mit dir, Schatzerl. Und schau nicht schon wieder so. Wie schaue ich denn? Ja, du zerfließt doch schon wieder vor Mitleid mit deinem Burli. Ja. Komm ab mit dir. Ja. Aber was ist mit meinem Rennradl? Vorerst gestrichen. Du, und hinterlass keinen so einen Saustall. Ja. Also ich glaube, ich bin im falschen Film. Meine Augen. Aber eigentlich ist das jetzt der ideale Zustand. Ja? Keiner redet blöd daher, keiner nervt, keiner will irgendwas und ich kann tun und lassen, was ich will. Der Opa, der Papa, ich und dann noch die Weibsleid. Na, es war eindeutig zu viel. Oh, ist das herrlich. Fix, deswegen. Robby? Nein, nicht schon wieder. Was machst denn Ja, da? ich spiel Rumpelstilzchen, das siehst du doch. Hast einen Krampf? Du, da darfst du nicht mehr so rumhupfen. Du musst deinen Fuß ganz fest am Boden stehen. Gegendruck. Du, deine gescheiten Ratschläge brauche ich jetzt wirklich nicht. Hast du das schon öfter gehabt? Ja, das ist meine bevorzugte Freizeitbeschäftigung. Und jetzt frag mal bitte keinen Trichter im Bauch. Du siehst doch, wie ich leide. Ich sieh bloß, dass du schon wieder recht frech bist zu mir. Aber ich bin ja selber schuld, die blöde Kur. Nein. Stupsi, wart. Das war nicht so gemeint. Aber weißt, das tut halt so sakrisch weh. Das kommt immer wieder und immer ohne Vorwarnung. Das ist so eine alte Sportverletzung. Was ist jetzt da so lustig, ha? Ich hab bloß gemeint, du sagst alte Kriegsverletzung. Ja. Jetzt komm, setz dir mal daher, dann massiere ich deinen Fuß. So. Wo tut's denn noch weh? Da, das Wadel. Aber sag einmal, warum bist denn du jetzt noch mal gekommen? Weil ich möchte, dass du was weißt. Schon wieder. Mir langt's ja noch vom letzten Mal. Und du meinst wirklich, dass mich das auch interessiert? Ja! Nicht so grob. Das weiß ich nicht. Mei, das ist ja alles total hart und verkrampft. Ja, meine Liebe, deswegen heißt es auch Wadenkrampf. Soll ich aufhören und gehen? Sorry, Stupsi, das war nicht so gemeint, aber weißt, die letzten 2 Tage, die haben ja alle so narrisch gemacht. Der Opa, dann der Papa und dann nur die Oma und die Mama und... Ach. Aber sag jetzt, warum bist denn du da? Mei, das ist schnell gesagt. Oh je, geht's um deinen Freund? Den gibt's nicht mehr. Das ist nicht bloß ein Depp Sondern ein Knalldepp. und ein Arroganter nur dazu. Oh, ich hab so einen Wut. Spinnst du? Entschuldigung, es tut mir leid. Jetzt glaube ich, ist er weg. Ja, freilich ist der weg. Und wie ich den zum Teufel geschickt hab. Nein, nicht dein Depp. Mein Krampf. Schau. Null Problemo. Das freut mich.
Ja, ich wollte bloß, dass du das weißt. Hab ich gleich gewusst, was das für ein unterbelichteter Armleuchter ist. War dieser... Walter. Walter? Ja, wenn einer schon Walter heißt, das sagt er alles. Und das wolltest du mir sagen? Unbedingt, das war mir wichtig, weißt? Naja, also... Wenn das so ist, Was dann? dann hast du mir's jetzt gesagt. Ja, Ja, dann war ja soweit alles klar, oder? wie meinst du das, Robby? Naja, also ich meine, zwischen uns, meine ich. Ja, das meine ich eigentlich schon auch. Sie fix, warum stottert die jetzt so rum? Das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Stupsi. Nicht schon wieder! Scheiße! Mach die locker! Ja, wie denn? Wenn ich es nicht einmal zusammenbringe, dass er die anständig küsst. Was denkst denn du von mir? Ich denke, dass wir das absolute Dream Team sind. Ja. Ich bin nämlich Krankenschwester. Und mit so leichten Fällen wie dir komme ich locker klar. Ja, jetzt schau nicht so entgeistert. Und ich meine, irgendwann werde der Krampf auch wieder weg sein. Und dann... Was? Und dann? Weißt du was, Stupsi? Wir bleiben einfach da. Ja, bleiben wir einfach da. Aber zack! Opa! Oma! Nein! Doch! Raus, ihr junges Gemüse, macht die Flatter! Wir wollen flittern!